Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs finest Metal Podcast. Mit Gilles und Pete, das hier just mit Gilles. Und schon aber das hier ganz erfreuliche Gast dabei, der Kevin Michi von Serpent Bite, Gitarrist von Serpent Bite. Und ja, willkommen am meinem Domain, ging es so. Moin. Merci, dass ich kommen kann. Und ja. Also, was ich gedacht, also für die Leute dabei, die Serpent Bite nicht kennen, ging ich mal einfach so ganz raus so. Und Serpent Bite ist von genau das, was Heavy Metal beschreibt. Okay, Schnickschnack und Rem. Ich meine, wir schwätzen immer ganz viel von Genren bei Comedy. Ja, das richtig. Das Heavy Metal. Punkt. Das Heavy Metal, die anderen bezeichnen als Thrash Metal, Mod Heavy Metal. Ja, kann ich am großen Gesamtpaket so und dass es Heavy Metal ist, weil wir aber auch viel Influenzen von links und rechts, natürlich von Doom Metal, klassischen Heavy Metal, Thrash Metal, auch progressive Metal. Aber wenn man will, dann gibt man auch mir lange Songs schreiben von 20 Minuten mehr für alles. Das ist schön. Das muss ein... Wir halten auch so streng, gell? kurzer Knack. Ja, das ist auch streng. Muss man, ich meine, der sieht ja auch irgendwo aber ziemlich viel live im Tour sieht und so. Und du kannst, also haut, den Tag, wo die Episode rauskommt, das sind zwar nicht mit den Tag selber, wo man gerade abholen. Der Kevin gesagt, ein bisschen mit aus von der Lust für drin. 13. Januar war nämlich ein Konzert mit Luxifer, meine ich. Luxifer, yes. Luxifer, aber wen noch? War noch dabei? Nee, man war sonst... Dann hatte ich aber falsch gelesen. Okay, sorry. Two Bands. Gut, kein Problem. Ich sag noch ein bisschen Matcall, hörst du? Ja, dafür, gestern ist es... Bisschen spät. Bis spät gehen, richtig, ja. Das geht dazu. Richtig, das Sacrifice muss ich aber schon machen. Absolut. Ja, und ja, erstens mal wollte ich mal wissen von dir. Ich meine, du warst ja schon ein gewisses Zeitchen als Serpent Bite Mitglied dabei. Wo könnte bei dir die passieren? Du warst ja selber Gitarrist, auch schon seit 4 Jahren ging ich so. Wo oder was hat dich dazu motiviert, Gitarre zu spielen? Für Gitarre zu spielen. Also, Geschichte ist die, ganz am Anfang habe ich Trompete gespielt. Okay. Ja, schon Trompete gespielt und voilà, schon da 2-3 Jahre gemäht. Und du hast Passion schon angefangen, viel Musik zu machen. Okay. Und dann hat mein Bruder sich eine elektrische Gitarre gekauft und auch eine akustische Gitarre. Und dann ist dann an der Mittelstunde schon an der Lycée gegangen, da war schon an der Primärschule. Okay. Ja, und dann habe ich an der Mittelstunde immer die Gitarre geklaut. Okay. Und dann habe ich dann bei mir an der Kummer geklimpert, also ist die Passion irgendwie gekommen. Auch hauptsächlich mein Bruder so nicht, weil den hat man ganz viel gewesen. AC/DC, Alice Cooper, Slipknot, Six Feet Under und so weiter und so fort. Ja, da gibt ja genug, gell? Dafür. Und ja, dein Bruder spielt ja auch als Serpent Bite. Ich meine, das ist dann Hand an Hand gegangen. Ja, richtig, ja. Dann noch vom Ehrenprojekt. Kann ich schon einfach so. Ne? Kann ich schon so, ja, obwohl, ja, wie gesagt, am Anfang war man in einer Besetzung, das heißt, mein Bruder ich, den Marcel und nach mein Cousin, den David, okay. David Michi. Familienbetrieb. Ja, es war ein Familienbetrieb am Anfang, ja, wirklich. Aber, voilà, der war 2015, voilà, war mir eben die Besetzung an Donnerstag den Kevin Steuer vorbeikommen, weil den David voll abhalten. Ja, kann ich verstehen, ich meine, also geht in halt verschiedene Wege, gell? Ja, das richtig. Passiert, gell? Ja, cool, ich fand das gesagt, denn, du warst Gitarre an der Mittelstunde klauen gegangen. Du kannst mich selber auch, bei mir, mein Papa dann von auch, schon mein Papa immer gesehen, Gitarre spielen, von kleinem Mund. Ich weiß noch, Patrick Malte, dass das bei dir angefangen hat, bei mir so 14, 15 oder so. Ja, bei mir auch um den Dreh, ja, richtig, ja. Wo die Interesse wie mal da war, und ich habe auch nicht getraut zu fragen, darf ich mal kurz auslehnen. Ja. Dann warst du so Mopse gegangen und ein bisschen geklimmt hast. Weil einfach der Reiz zu groß war, voilà, dann hast du es einfach geholt und dann ja. Sachen ausprobiert und dann da warst du eben dran, ja. Da willst du immer mehr Sachen gucken. Ja, und ich meine, wenn es da bis Blut geleckt hast, richtig. Von den Bands, wie du gerade genannt wirst, da könnt die großen Klassiker, Metallica, alles, da könnt alles nur Slayer. Ja, richtig, ja. Und das ist dann vom Schokolade, gell? Ja, du kannst richtig. als Metalhead bezeichnen, gell? Ja, man hat sich auch ganz viel Kiss gelauscht. Oder dann, ja, das ist auch ein Band, wo bist du vergessen, nicht gerät, meine ich, ja. aber auch wichtig ist für die Genre. Ja, absolut, ja. Auch ganz viel abgebaut. Auch eben man Maquillage, wie sie verkleidet waren. Ich meine, für die Zeit waren die Leute auch ein bisschen so schockiert überhaupt für diese Stadt. Ja. Also sie sind da doch getraut, aber auch all Respekt. Das ist auch beim Alice Cooper, gebe ich so auch angefangen. Ja. An den Arthur Brown, den hat das ja auch. Ja, King Diamond doch zum Teil. Ja, King Diamond. Das war ein bisschen spät kommen. Ja, richtig. Doch mega Fan von King Diamond ja, dafür. King Mega. Diamond, sing High Screams, du könnt manchmal keine Weg struden. Ja. Außer Rob Halford, ja, das noch. Ja, richtig, ja.
Judas Priest, ja. Ja, Priest muss ich gelauscht tun. Richtig, Ja, das ist cool, aber weil ich meine, wir sind aber plus minus in demselben Alter und dann hast du aber gewisse Parallele, wo du kannst sehen. Okay, du hast nur mit Serpent Bite, mit deinem Bruder, mit den anderen, wo du dabei sind. Ja, aber ein Projekt, wo du auch letztes Jahr gut 4 Uhr kommst, ich meine, die hatte ich auch dann Metal Battle angemeldet. Ja, genau. Zu gucken, bis vorhin der kann Serpent Bite gehen. Und das ist aber schon ein Schritt, wie man gerade in dem Auto restauriert hat und so. Was motiviert ist das so als Newcomer-Bands einfach so, ich meine, das ist mir scheißegal, wenn ich Chance stehen, auf wen macht nicht. Gell? Also, das ist so, eine andere Band, die hat kurzfristig aufgesucht. Okay. Da sind wir eben gefragt, ob wer will den Matt machen, und wir gesagt, let's go, let's do it. Ja. Voilà, an Schmengen. Durch den Metal Battle muss so, sind wir all viel mehr sicher nachgehen. Das heißt, durch den Gesinn, die ganze Professionalismus längsariert, wie das aufläuft, schwenkt das Feier all ein bisschen mehr sicher gemäht, auch auf der Bühne. Ja, wahrscheinlich auch dann umso mehr motiviert, okay, wir können das. Richtig, ja. Und von dort baut das aus. Also, ich muss auch sagen, weil das letzte Lied, was im Dezember rauskam, ja. Ich weiß noch nicht, wie die ist, ganz ehrlich. Blood Drops. Blood Drops, richtig. Ja. Du gesagt ich schon eine gewisse Steigerung, gell? Also, just lo von einem, ich will nicht so ein Regular Listener, weil wir haben alle gute Filmmusik von mal lauschen. Aber wenn ich gucke, was der Viertel released hat, dann ist das dort wirklich ein großer Schritt nach oben an der Produktion lang. Und ich meine, dass, wie du da siehst, du hast doch viel von den Evenementen von Metal Battle angeflusst, vielleicht auch die Bands, die du begegnet hast, dann hat die Leute natürlich geschwärzt. Ich meine, Rock ist nicht nichts, gell? Ja, ja. Wir proben noch selber dafür. Ja. Und da tut auch viel Brot. Man hat nochmal zu Kehl geprobt, eben an einer aller Stufe, so mal. Ja. Da haben wir Matrassen auf die Mauer gemäht. Aber da kommt man nicht so abdrehen, wie wir lo eben sind, sondern Rockhall. Da kann man wirklich abdrehen, stimmen, hören wir alles raus. Das können wir, so weit können wir gehen. Ja, du hast mehr Kontrolle über das Saal. Und dann noch dementsprechend dann über das Publikum. Ne? Noch mit der Akustik eben. Da könnt nicht alle 5 Minuten den Oper klappen, können da ein bisschen wie Piano. Ja. Ich meine, das Problem kennen wir alle gut, die wo irgendwann in einer Band gespielt haben oder probiert haben, eine Probezahl und Gehen zu kriegen. Das ist immer dieselbe Diskussion, gell? Und im Endeffekt muss davon nicht mehr lösen. An diesem Fall stehen Flicke viel hinter dir, ne? Das ist ja bekannt. Wat lo de Gitarton vun der lachter Single geht Blood Drops schon noch eng aner Gitter an ganz andere Zettello, ganz einer Paddleboard, wo okay. benutzt vom Sound mir noch an Ms probéiert fir dat dawer dem Stil na besser unzupassen. Textrum as fort. Textrum as fort oder wéi? De Textrum das die neue Gitter. Pardon, ich gemeint dat weil ich hatte aber schon viel Foto gesinn. Wo die Drop war. Okay, nee, dann ist das perfekt. Okay. Das ist die neueste Gitarre sozusagen. Okay. Zweite Frau. Voilà, so gefährlich an den Eis, wo die Scheibe geht. Nee, ich verstehe nicht. Ich meine, ich noch selber halt wohl hängen. Nee, cool. Nee, das ist aber cool, ich kann es auch dann von so Evenementen auch ausbauen, auch dann den Gear dementsprechend anpassen. Das ist natürlich auch so ein gewisses Budget, gell? Ja, sind wir mal ehrlich, gell? Ja. Und, wie schätzt du dann Chancen an, nicht nur allein für Serpent Bite? Natürlich ging es absolut wünschen. Es gibt nicht viele professionelle Musiker, die wirklich können von der Musik leben zu Lützeburg. Wie gesagt, du generell für den Heavy Metal? Heavy Metal wird vielleicht für uns feste Fuß, weil wir damit groß gesehen und wir wissen, dass ein 10 do und das viel Potenzial do. Aber kannst du dafür stellen, dass irgendwann ein Kehr eng Band oder méi Bands et Pferd springen do zu leben zu Lützeburg. So viel man doch fir Pläier a fir die ganz Metal-Szenen ganz viel Metal-Bands hun die 10 lewe behalen so du kann je auch pu nennen wie auch Los in Pain an so weiter so fort ge so du dat bësse noch geprecht demols also die Zeit hun mé auch ugefangen mat ménger Eichter Band Equalisator. Okay. Ich muss so hautdags also da war lo das méi ugesinn gebe ich so de Metal lochte ganz Social Media gëtt dat de bisssen méi wie so das bisssen méi verbret dat ganz Leiit sinn bisssen méi Courant wat längsariert le das richtig und das fällt mir einfach fir Bands wie ich oder fir Promoters wie zum Attitude Music oder so vier Worte besten zu bringen mehr als gödet richtig wie auch für du am autoriert hat voilà, das wie eben auch
Sendung so eine Schlo der halt Ja, doch ganz absolut. leben Earthbound kollektiv und dann hörst du wie du so schon Attitude Music wie gesagt die steuern da doch ganz dabei für eben die ganz Metal-Szene Leben zu halten. Ja. Das ist wirklich so. Ich fand das auch irgendwo, also natürlich fand ich wichtig, ich meine, sonst ging nicht Comedy sowieso nicht gehen, weil mir und der aus dem Grund Demos angefangen. Ja. Und ich kann mir halt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn ich nur 10 oder 15 Jahre noch Hanne geguckt hätte. Ich weiß nicht, wie ich es gemäht hätte, so etwas. Das wäre bald, ich will nicht so unmöglich gewesen, mehr. Wo baust du ab? Du hast keine Plattform an. Wäre Social Media nicht so groß wie das, weil das haut das, dann hast du schon eine andere Sache, gell? Demos war die so hey Daft Punk spielt an der Rock Ja, ja, richtig. oder Eternal Tango Ja, wow, ja. kann nur Spatze gehen Ja, voilà, ja. und dafür Du hast einfach immer mehr verpasst. richtig ja Also, ich wusste das nicht. ja voilà, voilà. Das ist genau das Und da hast du noch, ich meine, an deiner Jugend, wo du so Anfangs 20 oder knapp aus dem Lycée warst, dann hast du noch ein bisschen mehr Zeit wie lo, gell? Ja, Ne, richtig. das kommt natürlich auch dabei. richtig Und du hast du 2 Stück genannt. Ich meine, das sind noch meine Städtebands, mit denen mehr die letzte Boy 10 entdeckt haben. Absolut. Da muss ich doch recht geben, ne? Die 2. ja auch Exin Ferries auch noch kann Ja, ich noch Exit benennen. Ferris, so Fast Friday. voilà, voilà. Oh Mann, Wenn das hatte ist- man Nacht oder waren Blackout Beauty ja, weiß ich die waren noch. total wahnsinnig. Ja. Unspoken Logic hat den auch noch das ist Ja. auch schon Das ist auch schon, das ist sogar nach viel drin. Everrating Serenade gab nach. ja, Die genau. waren auch das stramm. vergessen ja. Ja. Ja, so wir hun wie der all wisst, die haben nur lernt mir hun einen gewissen 10, wo man aber können drauf stolz sind, und dann ist es immer so mega cool, dass mehr dann natürlich auch halbe Comedy auch Leute rankriegen, die echt so Interesse und ausweisen, und das ist ein bisschen vice versa. Ich meine, wir wollen Sachen liefern, wir wollen Konzerten verbreden, News verbreden, dass halt du lebt etwas, und das für die Pete Fanny gesagt hat, ich weiß, was du davon hältst, der Peter das Fanny als mir sich schon bald Influencer gehen. Noch mir von Comedy. Am Anfang guckt man da, nee, das ist so ein TikTok-Begriff, und Unrecht tut er nicht. Ja. Influencer schon irgendwie schon ich Irgendwie meine noch mal die schon. Stories da seid ihr noch Sachen wo ihr seht das ist cool Ja. wo ihr noch kann vielleicht durch die Musik irgendwie influenzt gehen so Ja, das so wie ihr Stelle natürlich. Es sind noch vielleicht Boomer. An der Hinsicht, dass man den Begriff einfach nicht so wirklich passt. Aber ja, wir influenzieren natürlich auch Leute für in dem Fall dann noch Serpentbite zu lauschen. Und was steht dann im Programm für 2023 für Serpentbite? Kannst du so ein bisschen Geheimnisse enthüllen? ja also bringen das du als Album raus noch schon Nice. den offiziellen Titel den kann ich auch schon Oppassen, Jungen. den hecht Tischcht Army of Darkness Schönen Titel. das ist eine Inspiration so auch von Evil Dead weil wir Okay. sind mega Horrorfans Okay. an da tut doch ein bisschen eine Klängen zusammen haben Also so kann ich so ein Konzeptalbum eventuell? Gött so net all Lied de Konzeptalbum das bist von allem du gebe ich Okay. so ne das Okay. bist von allem du das ist doch nicht langweilig gött also klingt Kelit wie der da hat so Okay. Album da den das mir so dass du bis wie Beastie Boys Lied drauf wo man wollte probieren okay ein bisschen wie mat Rage Against Machine voilà bist so testen neue Richtungen probieren aber Ja. immer so an der Richtung halt eben Das fand ich, das passt auch irgendwie bei ihr, wie gesagt, wenn ich die Evolution guckt. Erst geht es los seit 2015 15, dann 8 Jahre. Okay, das ist dann nur er nächsten Album, sondern so, der hat 8 Jahre Zeit für ein bisschen zu fannen, indirekt. Aber vielleicht dann aber auch so eine rote Fude festzulegen, das will man machen. Mit der schenkt dich dann aber auch nicht zu schummeln oder zu schenken, inzwischen Anschlusslösen zu gehen für Influenzen zu sichern. Das fand ich cool, das fand ich ein cooler Schritt. Bin ich gespannt drauf. auch eng habt die Influencer Suicide Tendencies natürlich Okay, ja, okay. so Nicht so 80s bei jetzt, ne? Ja. Hardcore Punkrock so weil auch Biohazard Ja, okay, ja. so Sachen Metallica sowieso da das Ja. sowieso eng Headfilter das eng Ja. Maschine Ja, hat will das den Downpicker Nummer 1, gell? ja so dat sowieso hin an Tony Iommi sinn meng habt Influenzen Okay. so von Black Sabbath auch Das ist aber auch ein bisschen ein Kontrast, muss ich sagen. ja Ich hatte aber, also die Menschen mit den Nöschel schwätzen, wenn sie Hatfield so und können imagine den nächsten Atemzug oder Metallica Slayer oder Metallica Megadeth. Und das fand ich einen coolen Aspekt, weil Tony Iommi der war gerne vergisst. Und das Ja. ist schon so, gell? Aber- Immer Black Sabbath gesucht,
Ozzy natürlich Ja. hat man Ja, klar ja und Tony Iommi hat bei Sache für die Zeit gemäht richtig einfach Heavy Riffs Volland gesieht mit Ja. enger Gitter war den so kann Pferde springen an da das auch wirklich eng Influenz op mehr also Spieler dabei so. richtig ja okay cool ja, das, mat enger Gitter so fetten Toads kre wie mir geht ja also richtig du können dann noch wahrscheinlich den dumische Begriff wie voilà. du siehst, gell? Ja, genau. ja ich denke du ein Heavy Leaf kannst das Lied hat das und Tisch kannst das Lied Ja, ja. den Intro wo ein gut fest in der Mikro hörst dann Sweet Leaf Sweet Leaf pardon Ja. nicht gesagt Heavy Leaf nee das ist Heavy Leaf das ist auch einen coolen Titel für ja, Song, richtig mit Sweet Leaf da das Sweet Leaf wo auch die fetten wie du siehst wie du beschreibst das fette Riffrocken dann da warst du am Anfang schon direkt verkauft ja richtig wie auch Into the Void an ja so Heavy Riffs wie ich denke wow okay für Wie die ging- Zeit das war mega mega ja gut. das stimmt wie ging es dir dann echt wo wir bei Black Sabbath sehen was auch natürlich ein persönliches Point de vue echt Ozzy oder echt Dio Was die vorkommt. ja keine Ahnung geil mehr Also Das ich ist schon fand es so verpflichtet, der stimmt. Ronnie James Dio also so auch Legende eng Legend das eng super Stimme so Ja, ja. natürlich bei Rainbow gesungen Ja. und, voilà, auch sein Soloprojekt das ist ein ganz anderer Welt so und es gibt den Ozzy Black Sabbath gibt den Dio Black Genau. Sabbath voilà das schon so die zwei her okay das ist wirklich voilà mich ja das das so den Black Sabbath mam Dio dat das méi so rich heavy metal gif so awer den mam Ozzy dat das nach so bisssen gich so psychedelic Doom ja Hardrock metal Ufangsphase so ja so gewcht dat eich der beschreibe mé mam wie wann den heaven an hell um mam Dio lauscht dat schon wirklich heavy metal so also. ja das ist richtig das fällt das natürlich aus den Stimmen wo du den Unterschied möchtest dann ich denke dass zu der Zeit wo sie auch hier Lieder accordingly op den Ronnie James Dio geschrieben ja. geschrieben Ja genau sie hat noch einer Meichketen pur Sachen drüber geles sie hatte noch einer Meichketen Stecker ernstcht zu schreiben durch sein Vocal Range und so ja sie hatte auch im Moment ich weiß nicht wie der Sänger hecht mit die Perücke geht ignoriert Tony Martin also war Tony Martin ja, Ja. der war das war lusch Ja. was du gemacht ja Musik war gut mit das war definitiv kein Black Sabbath mehr Ja. mehr bon. ja Das das war war das ein- so dummer Affaire de go ja das zum Schluss Ja natürlich mengen wann natürlich bei den gräste bleibt was könnte nach das Jahr wo ich persönlich lo bisschen vierwel zu sehen weil man wollte doch Ding dazu wissen was du mengst weil Metallica könnt ihr Oh auch ja. noch rum, gell oh yes Lux Eterna klingt besser wie dat wat ze fir Druck gemet und so nicht mal so von meinem Gefühl ja von dem wat Hardwired to Self-Destruct beutet war ich bisschen okay das nicht werde ich mal so nicht erwart tun von Metallica Metallica klingt aber erfrischend drin all ja So. ich gif so dass du bis kille mal die Zeit Ja. bisschen hit the lights das Ein bisschen schon, ja. Seek and Destroy der tö bist so den Charme gebe ich so so back to the roots Aber ich muss so bei Metallica war ich da nie so richtig enttäuscht mich so noch immer Sandango oder hey and do Load for Load sie so schlecht boah so und ich fand gut dass so mal einer Richtung bis probiert für Opfer zu testen so es geht Ja. immer die Hater Sandango okay aber schon das geht aber auch gut für noch wie Hard White Self-Destruct schon mehr persönlich gefällt mir wie sie siehst das hat schon gut von doch den Opener war einfach kurzer knackig an Volland gesehen von St. Anger meinst du? nee von der Hard White Ja, Self-Destruct okay. Ja, weil ich weiß das mehr schon halt auf dem Channel. Mir hat ja auch ein Episode, wo man ein bisschen probiert haben, Metallica abzudecken und was sie vielleicht, ich will nicht so falsch gemerkt, wo sie vielleicht ja, ernst das evaluiert tun, wie verschiedene andere Bandmember, das gesagt haben in ihrer Karriere. Und ich persönlich bin da recht. Loader Reload war vielleicht ein bisschen mehr Lusch fast von ihnen. Mit sind auch nicht so viel Männer schlecht Lieder drauf. Was mich persönlich bei ist, wenn man schon von seinen enger Schwätzen ein bisschen erfeiert hat, das war, dass Produktion nicht unbedingt von der Snare, ich weiß nicht, beklutscht, was Ja, Snare Drum, immer die Snare. ne, weil immer die Snare Drum, geil, mehr. Die Lieder aus sich sind solid, lyrisch gesehen, was sie geschrieben haben, und das ist gut, schon Gefühl, Ja. dass du ein bisschen zu schnell, aber wir müssen natürlich schnell fertig machen, schnell und leid, weil sie waren schon zu lang. Ich frage mich, ob sie, wenn sie ein bisschen
mehr Zeit gestochen hat, noch vielleicht besser gehen. Wird man nie gewohnt gehen. Ja, wieso so? Da hat mich auch ein bisschen Stoner Rock, gebe ich so. So ein bisschen. Ja, verschiedene Lieder schon. Bisschen wie Kaius und. Verschiedenes schon. Ich muss auch so, weil 90s, dass der Metal hier raufgegangen, dass der Grunge mehr zum Vordergrund kommt. Und dafür mengen ich auch unsere paar andere Sachen wollte probieren. Ja. Für einfach sich auch können anzupassen, der ganze Musik ziehen. Ich glaube, da tun noch ganz viele Artisten noch probiert. Das ist ein cooler Aspekt, dass du das siehst, weil wir hatten auch ein bisschen der History of Heavy Metal an wenig aus was für ein Welcome und was für Genre sich developiert hat. Und effektiv, wir haben überall dasselbe doch gelesen, wie du es auch gerade gesagt hast. Der Grunge wäre schuld, dass der Metal ein bisschen an der Kap kriegt und dass verschiedene Sachen einfach gut nicht mehr Möglichkeit hatte, sich zu weisen, weder noch Metallica zum Teil. Oder dass sich irgendwo an Norwegen ein Black Metal, Black Metal Welt gebildet hat für den ganzen Popular und dem ganzen Mainstream da wirklich direkt zu drehen und zu so, nee, so einerseits der Grunge ist vielleicht schuld, dass vieles aufgeholt wird, aber ich meine, hat man den Grunge gewartet, aber hat man auch nicht so viel Auswahl und Genre an den Bands, wo man holen. Ja, das ist so. Ja. Auch so Black Metal ist noch mega Black Metal Fan. Das ist immer gut. Dark Throne und Dark Throne, ja. Voilà, so weiter so fort. Auch ein neu, wo ich mega gut fand, Tribulation. Ich weiß nicht, ob da der Begriff ist. Ich hatte Demo denke ich live gesehen, sie war noch zuletzt als Vierband. Ich weiß nicht mehr von wem. Von Ghost. Nicht, war nicht Ghost. Andere Person das. Ich hatte Vierband von Ghost. Okay. Passt aber auch. Ich meine, die zwei gehen aber irgendwie Hand an Hand, an dem, was sie machen. Just, dass die ein bisschen mehr einen harschen Gesang hat. Licht und die Jana gut nicht. Ja, richtig. Ja, Ghost ist auch zum Beispiel eine Band, wo ich irgendwo interessant fand, weil von der Optik her ging es nicht als das ausschätzen, was sie machen. Ich fand gerade gut, dass ein bisschen so, ich bin noch mega Ghost-Fan sowieso, schon alle Albumen dann noch mega Geek. Mein Mädchen lauscht doch Ghost, mehr daheim, dann tanzen wir drauf. Du hast den 80s-Touch und ich fand das einfach cool, sie bringen ein bisschen den Alice Cooper Style, die Kiss-Dingen, Rum zum Vordergrund. Muss ja nicht einmal heavy klingen, für das es cool ist. Das Licht glamisch auch. Der Glam-Metal, also ein bisschen mit dran gehaucht. Ich fand cool. Top, ja, wie auch Whitesnake, da erinnert heute so ein bisschen die Sache. So. Ja. Dafür, das fehlt, fand ich auch ein bisschen an dieser so Metal-Szene. Kann ich aber noch als Metal... Meinst du auch zu Lützeburg, meinst du? Zeichnen. Wie merkst du das? Naja, es soll mal, wir hatten auch ein bisschen darüber geschwärzt, dass wir vermissen nicht, dass es aktuell keine Metalband wandern. Wann sie null herstatt, dann soll sich nicht melden, die auf Lützeburg singt. Das war zum Beispiel ein Aspekt, wo alles aufgefallen ist. Es gibt einen Strang von Genre, wo sich durch Lützeburg allein zieht, und das ist Melodic Death. Also den Highlight irgendwie. An all die anderen anderen, die sich ein bisschen schwer für Aufmerksamkeit zu fangen und dann noch ein Ohr zu fangen. Wo Leute, die sie können, lauschen, gerne lauschen gingen. Und du stand ich mal so froh, okay, für was, weißt du doch irgendwo gesagt, also für was spielst du direkt etwas, was das schon 20 Mal wieder gekaut geht. Ne? Ja, das ist dann auch irgendwo ein bisschen, denke ich, schwer für die Leute, die wollen vielleicht eine Zucht. Heavy Metal Man, so wie Ghost möchte oder so. Ich ging mich drüber freuen, wenn wir ein bisschen Diversität halt zuletzt, wo ich nach gingen an den nächsten Jahr beikriegen. Absolut. Da müssen wir den drauf abbauen. Das ist auch, was die Leute schon kennen von früher, wenn denen da darum so ein bisschen das ist auch für, ich so noch, nicht für irgendwie für Genre, Ruf zu machen oder so, aber das ist auch mehr für die große Masse, gebe ich so. Natürlich. Wenn ich so gucke, den 80s Glam Rock, den 80s Metal, das ist ein bisschen für die große Bass. Wenn die noch Pause singt am Auto, kann ich mit der ganzen Familie das ist richtig. den ganzen Text mitsagen. Ja. Das ist der Fall. Ich denke, dass der kleine Gesang am reinen Heavy Metal oder dann an dem Glam oder Thrash Metal wird ein bisschen nun Value verloren. An Medien noch international sind mittlerweile evaluiert. Und okay, ich lausche doch, also wie du wahrscheinlich auch. Ich lausche noch von alles. Black Metal, Deathcore, das ist schon Gefühl, dass es nicht genug Aufwechslung gibt, aber dann ich mich auch schwerer zu fangen. Ja. Ich meine, dass zuletzt auch irgendwo nicht viel Ahnung ist. Ja, so können aber ein bisschen können ein bisschen Trash Metal rum. Das fand ich mega cool, wirklich. Dass ein Trash Metal den allen Hardcore rum könnt. Ja. Das fand ich sehr cool, dass du schon mal ein bisschen Diversität dran hast. Das fand ich mega.
dann hört den bis von all Genren und dann hast du ab dabei und ihr seht hey, okay cool du darüber einen Spock das will schlecht oder nee schon lieber Bock auf Oldschool Hardcore ja voilà, das ist ja das ist nicht falsch er hat rezent ein Interview auch mit David von Black Hill yes und das war auch so vermischt persönlich bisschen eine Revelation weil für mich war den Hardcore nicht unbedingt tot mehr es sind nicht nie sicher gegangen weil man Sachen wie Agnostic Front oder Sachen ja Madball voilà. Madball die großen Klassiker okay du nur nicht gut nicht mehr wieso soll ich besonders sicher nicht werden nämlich so gut klingen wie das ja und was sie aber zum Beispiel machen aus dem genau hat ja da stand mich dann immer rum so wie kann ich das verpassen und da fand ich dann noch irgendwo ein bisschen nicht schuld mehr okay Lützeburg wir wissen alle wie Lützeburger Medien funktionieren gell ja. Und leider musste man als Reklame selber machen zum Teil gell für das es funktioniert gell ja und ja das Fisch ist aber muss ich einfach zusammen das ja haben einen großen Aspekt Lützeburg weil das schon so schwer ist für jeder reden du musst den Jaffer Tantwellen an so hey er muss den DW zusammen gehen weil ich meine ja. das du was ja haut heim ne? Ja. dann, genau gell? genau ja ich meine Eis geht Tisch viel so viel wie möglich Lützeburger Bands und wir werden da auch noch ganz gut das die hun also Situation wie der Titan à jour zu bringen und Leute draußen die null erstellen und dann noch eben das nicht mehr Serpentbite weil okay mir wünsche Serpentbite alles gut ist mehr es kann ja auch durch die Influenz von Serpentbite kann ja nach besonderes entstehen ne? Das ist eben eine Stadt das interessant was du bist ganz aufkapsel von dem ganzen wie du schon gesagt hast den ganzen Hating und den Musical Mobbing ne das könnte mein Genre schon wirklich Bock da drauf gell dann da kann das funktionieren gell doch irgendwie auch Lust in die anderen nach dem zu greifen absolut so, ne? das war ja und ja wir sind natürlich bei 2023 wo den Album da kennt Army of Darkness immer gerade wir sind ja ein bisschen aufgeschreibt das sei auch nicht anormales was können wir als von Army of Ghost erwarten ich meine du hast Punkt Genre bist du gesagt was du geflossen hast und so wird wahrscheinlich auch ein bisschen getourt durch Ländchen ging ich mal hoffen ne? Und, CD Vinyl ja yes, okay. Cool. werden morgen eine Release Party machen wir gucken eben nach Locations von schon längst jetzt bisschen nur gerufen guck mal Bands hat auch schon gut wie Brett wo wir Format spielen der Teil meist von so weiter richtig guck gerade für die Cover Art Design eben als noch sie noch mega Fans zu Vinyle kaufen an CD kaufen auch einfach Underground Bands unterstützen ich war noch immer so schon immer CD gehabt für Bands die nicht so bekannt sind für denen noch einfach zu so hey, wow das Album ist cool raus so absolut schon an der Kollektion zack Kauf ich immer ich meine Kauflokal ich Anfang natürlich von nicht schaffe gehst ist noch kein Geld gell? Dann hast es limitiert gell? Lo, egal ob was für ein Konzert lokal wo man sehen ich meine für dich aus der das von an Natur ist dann hast du ein kleines T-Shirt Full Serpentbite wäre ja auch nicht schlecht ne und da gibt es halt noch Kaff oder ein Vinyl von Echo Sax oder so also ja das muss aber sehen irgendwie das gehört zur Pflicht von einem Metaler zu Lützeburg das war mir auch von den so CD gibt oder so Vinyl einfach für Lyrics du Matze lesen dat das einfach zum bei King Diamond das ist gut Beispiel wenn du praktisch immer Konzeptalbum den Jaffer gern Lied zu Lied einfach Matze lesen dann sie so vertieft er kann den Stadt ganz bildlich vorstellen das von Jaffer mega auch den Artwork dann das ist auch mega wichtig denke ich genau da wir sehen nach welchen Universum Stadt ganz aufspielt ja schon ein bisschen schön dass das am digitalen Zeitalter wo man ja definitiv sind seit etliche Jahren gött net viel Wert darauf gelöst an dann hast umso mehr schwer für Leute die dann wollen etwas noch rauszubringen und irgendwie Nil oder ein Poster an dem Thema wie du gesagt hast so munches besten dann noch ganz cool das muss aber Sinn für sich an dem Universum wo die Band will rüberbringen rumzufahren vielleicht dann noch nach so hidden Details zu fannen ich fand das gehört dazu das muss gemäht gehen ja richtig ja
Und ich gesehen gerade, mir nicht schon bald gepackt, ging es so, und schon ganz viel geschwärzt, wir sind noch alle zwei schon bald erdrischend, weil ich einen ganz schlechten Host bin. Ich meine, der Tee ist schon bald Eidel. Den hast du, da gibt es Zeit für Nutz, weil mir das... Das ist aber flott. Das ist flott. Ja, so ein geht es doch noch. Das ist für Comedy. Cool, ja, das wird demnächst doch dann, schauen Daumen, mir irgendwie habe ich Probleme, Leute zu finden, die gewillt sind, das zu machen. Aber das ist ein anderes Detail, dazu kommen wir noch. Das ist eigentlich viel, was da so mal Bescheid. Ja, nee, das ist die Idee, wir schön sind nicht. Das ist natürlich alles eine Verspätung, so wie das irgendwie, das war der Begriff von 2022 und 2023. Délai de livraison, das wird vom Jahrhundert, merke ich. Das hat all Corona, gell. Das schwätzt das käme über das, aber Lieferketten ist ganz schlimm im Moment. Aber bon, das ist eine andere Problematik. Ja, ich ging so, mir hat nicht gepackt. Ich so ein großes Merci, dass du hier warst. Merci, dass ich auch kommen an den Sendung teilholen. Immer gerne. Ich habe mich gefreut und ich hoffe, bis demnächst an Amerika. Wenn das Album vielleicht rauskommt. Da kann ich gerne. Immer willkommen. Wir machen kein Limit, dass das Leute nicht hier kommen, gell. Das ist klar. Tee trinken. Da kannst du einen Tee trinken, genau. Na gut, damit bedanke ich mich und Kevin Michi von Serpent Bite, dann auch Serpent Bite natürlich für das Interesse. Und ging so, wir hören uns schon bei Comedy. Ja, machen wir. Bis demnächst dann. Vielmals merci. Adi. Will find you anytime, anywhere.